Gut, was haben wir da für ein Chaos? Wer, wer parkiert denn da? Hallo zusammen, this is the Double X Rider. Schön, dass ihr wieder da sind. Heute möchte ich euch gerne reden über TÜV kaufen. Was man anschauen muss, was man alles wissen muss und wie kann man das überhaupt machen. Cool! Es gibt einen Haufen Seiten, wo man den TÜV kaufen kann. Die grösste in der Schweiz ist Motorhandel. Was ich euch empfehlen würde, ist den TÜV schauen und dann den TÜV von der offiziellen Seite beobachten, sagen wir so. Wissen, was der alles hat, was er nicht hat, wie er aussieht, was für Teile das er hat. Zum nachher beim Einkaufen wissen, dass das Originalteile sind oder doch nicht. Sobald ihr den TÜV habt, könnt ihr an die Telefonnummer anrufen und schauen, ob ihr anrufen und schauen, dass ihr abmachen könnt, um den TÜV zu testen. Sobald ihr den Termin habt, müsst ihr 2 Tests machen am TÜV. Test Nummer 1 ist einen schönen Ort suchen, um den TÜV richtig anzuschauen, ohne dass der Verkäufer dort am Umkontrollieren ist. Der Test Nummer 2 wäre, den TÜV richtig ausprobieren, in der Autobahn, in den Straßen halt. Wenn ihr bis jetzt noch nie einen TÜV habt und nicht wisst, was am TÜV fehlt oder was für Geräusche das er macht, könnt ihr jemanden anrufen, der sich gut mit TÜV kennt. Also ruhig ist etwas anderes, da hat viel zu viele Leute. Come on. Look, machen wir es gerade da. Da sieht es gut aus. Sobald ihr den Ort habt, in aller Ruhe könnt ihr schön rundum den TÜV anschauen, was ihm fehlt, was er hat, was noch original ist und was nicht mehr original ist. Okay, das ist jetzt Yamaha Facer 2001, als von der Freundin kurz schnell geklaut. Sie ist am Lernen, darum haben wir da die schöne L. Was ihr am meisten schauen müsst, ist, ob sie schon umgekehrt ist und was noch original bleibt. Zum Beispiel ein Zeichen, wo man weiss, dass sie schon auf dem Boden war. Ist, normalerweise hat es da Kratzer, vielleicht von der anderen Seite. Okay, da hat sie nicht. Da sieht man auch, ob sie abgestürzt ist. Eigentlich hat der TÜV überhaupt nicht. Der Auspuff ist nicht original, so wie auch Lichtsignale, Rückblinker und Vorderblinker sind nicht die Originalen. Was auch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel die Kette kontrollieren, dass sie noch richtig gut ist. Leider, wenn sie frisch gespritzt ist, sieht man nicht, dass sie Rost hat oder dass sie schon alt ist. Aber das könnt ihr auch beim Mechaniker fragen, ob das gewechselt worden ist. Was man auch sieht, ist, normalerweise hat es da Kratzer, aber sie ist ziemlich in Ordnung. Für einen TÜV, die Kilometer, ist es ganz anders als wie ein Auto. Ein Auto hat normalerweise mit 30'000 Kilometern ist das Auto ziemlich neu. Ein TÜV hat schon ein halbes Leben oder ein Viertel Leben schon verputzt mit dem. Das sind nicht originelle. Da hat sie einen kleinen Dings für den Koffer. Haben wir weggenommen, haben wir halt nicht die Originale gehabt. Ja nun. Was man auch sieht an dem TÜV ist, der Sattel ist nicht originell. Der ist, keine Ahnung, selber manipuliert. Sieht ziemlich komisch aus. Was ich euch empfehlen würde, für den ersten TÜV, ist euch einen Naked Occasion zu kaufen. Ja, ist es am besten. Weil, eben, wenn sie umgeht, egal aus welchem Grund, vielleicht sogar mit dem Wind kann sie umkehren, dann das Einzige, was ein kaputt geht, ist die Kupplung oder die Bremshebel, da von der Seite und der Rückspiegel. Vielleicht 1-2 kleine Kratzer am Motor und das ist alles. Wenn du nur die Kupplung wechseln musst, sind es ja 30-40 Stutz und das lange völlig. Eine sehr persönliche Empfehlung und das tue ich für den ersten TÜV, ist immer der Hauptstand. Mit dem kannst du den TÜV lupfen und es ist einfach viel einfacher für dich. Wenn du die Kette musst einspritzen,
zum den Rad drehen, sogar zum den Luftdruck von der Pneu messen. Wenn ihr all das plus den Hauptstand habt, dann würde ich sagen, das ist der beste Einkauf. Nachdem dass wir das richtig gut angeschaut haben, ob es originell Teile sind oder nicht, müssen wir einen zweiten Check machen. Und das wäre in der Straße. Einfach hören, dass der Motor gut tönt, ob die Bremsen noch gut sind und Kleinigkeiten, wo man halt merkt, ja, das ist mein TÜV. Oder halt, nein, der passt gar nicht zu mir. Okay. Es ist ziemlich kompliziert, das herauszufinden, wenn halt nie einen TÜV hast, aber ich bin sicher, ihr habt sicher einen Kollegen, der TÜV fahren tut. Gehen wir mal ihn fragen. Wenn ihr den TÜV probiert habt und der Preis auch passt, könnt ihr ihn kaufen und könnt ihr andere Mal vom Leben geniessen. Weil TÜV-Fahren ist wirklich etwas, wo einfach unbeschreiblich ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr etwas darüber gelernt habt. Und halt bis zum nächsten Video, gell? Alright, ciao zusammen!